Ich freue mich auch, heute unter euch sein zu dürfen und euch am Worte zu dienen. Der Text ist aus der Bergpredigt, das habt ihr schon gemerkt. Die Bergpredigt umfasst 5 Kapitel, 5, 6 und 7 von Matthäus. Die Bergpredigt ist so das Konzentrat der Lehre von Jesus Christus. Wir haben in der Bibel 3 wichtige Berge, können wir sagen. Einmal den Berg Sinai, den gewaltigen und majestätischen Berg. Er ist etwa 2285 Meter hoch, wo Gott dem Volke Israel das Gesetz gegeben hat. Und es war ein erschreckendes Ereignis, so dass das Volk gesagt hat zu Mose: Lass Gott nicht mit uns reden, wir werden sonst sterben. Rede du mit uns. Und alles, was Gott dir sagt, das wollen wir tun. Dann haben wir den Berg Moria, den Gott erwählt hat, wo die wichtigen Dinge der Erlösung, des Heils geschehen sind, die ewigen Höhen Jerusalems. Da können wir auch Golgatha dazu zählen und den Ölberg. Aber es gibt noch einen Berg, von dem der vielleicht oft etwas zu kurz kommt. Der Berg Moria ist ungefähr 700 Meter hoch. Wie hoch ist der Berg der Seligpreisungen? Was meint ihr? Der ist minus. Er ist minus 100 Meter unter Meer, ja? Und etwa 110 Meter über dem See Genezareth. Er ist ein lieblicher Hügel, vor allem in der Frühlingszeit, wenn noch alles grün ist, schön gelegen über dem See Genezareth, in der Nähe von Kapernaum. Matthäus widmet diesem Ereignis dort 3 Kapitel. Und die letzten 2 Verse der Bergpredigt, Kapitel 7, Vers 28 und 29, enden so. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie, wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Mit Vollmacht, sagte hier diese Übersetzung. Luther schreibt, die Luther-Übersetzung, und er lehrte gewaltig. Andere Übersetzungen schreiben, er lehrte mit Autorität und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Was war das Besondere an der Lehre Jesu, an der Autorität von Jesus? Die Autorisierung eines Rabbiners im Judentum ist sehr wichtig. Es kann nicht irgendeiner auftreten und da beginnen zu lehren. Er muss autorisiert werden. Ist ganz ähnlich in den Kirchen, ja? Also es kann nicht einer kommen und sagen, ich bin Pfarrer und er predigt jetzt, ja? Sondern er muss autorisiert werden von der Kirchenleitung oder wie es dann ist. Nur wer autorisiert ist, durfte das Gesetz auslegen, die Bibel auslegen. Und so haben die Hohepriester und die Ältesten und die Schriftgelehrten Jesus gefragt, in welcher Vollmacht lehrst du eigentlich? In Matthäus 21, Vers 23 bis 27. Und Jesus hat ihre Finten schon verstanden und hat gesagt, ich will euch auch eine Frage fragen. Wenn ihr mir antwortet, werde ich euch auch antworten. Die Taufe von Johannes dem Täufer, war sie von Gott oder war sie von Menschen? Da haben sie überlegt, werden wir sagen, sie war von Menschen, dann werden die Leute, die Umstehenden alle böse auf uns sein, weil das Volk war überzeugt, Johannes war ein Prophet von Gott gesandt.
Und werden wir sagen, er war von Gott, dann wird er uns sagen, ja, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Ja? Und so was haben sie vorgezogen zu sagen, wir wissen es nicht. Und so hat Jesus gesagt, so werde ich euch auch nicht sagen, woher meine Autorität ist. Aber für uns ist es klar, woher seine Autorität war. Er hatte göttliche Autorität. Er war nicht autorisiert worden von Menschen, sondern von Gott selbst. Und darum, das Volk verwunderte sich über seine Rede. Sie erstaunten. So steht es in Johannes 7, 15 und 16. Und sie sagen sogar, wie kennt dieser die Schrift? So er sie doch nicht gelehrt hat. Sie haben gewusst, der hat keine Rabbinerschule besucht oder irgendein Seminar. Woher kennt der nun die Schrift? Woher hat er seine Autorität, seine Vollmacht? Es geht doch nicht, dass da jeder auftritt und lehrt, ja? Und dann noch laufen Tausende ihm nach. Wie viele Leute waren da bei der Bergpredigt? Es müssen viele Tausend gewesen sein. Also bei der Brotvermehrung waren es einmal 4.000, einmal 5.000 ohne Frauen und Kinder. Also das waren 10.000, 15.000. Und die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die religiöse Führung in Jerusalem, die waren ganz verrückt. Ja, die laufen ihm alle nach. Wir müssen was machen. Und in Lukas 6, Vers 19, das ist das Parallelkapitel zu der Bergpredigt in Matthäus, da steht geschrieben, und es ging Kraft von ihm aus und er heilte sie alle. Alle wollten sie ihn anrühren. Also wenn ja da so ein Wunderheiler kommt, kein Wunder, dass da alle hinlaufen, ja? Aber dann steht auch in Lukas 6, Vers 18, und sie kamen, um ihn zu hören. Also es hat sich herumgesprochen, den Rabbi von Nazareth, den müsst ihr einmal hören. Der redet ja so ganz anders als unsere Schriftgelehrten. Dann kommt auch die Frage immer auf in diesem Zusammenhang, wie haben die alle verstehen können, ja? Tausende sind sie da gewesen und da steht am Ende der Bergpredigt, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Also das bedeutet, sie haben es verstanden. Ja? Es hat jemand ein Experiment gemacht. Ja? Die jungen Leute heute, die sind auch so ein bisschen unkonventionell. Ja? Und wenn sie so zusammenkommen, sitzen sie am Boden. Und so muss es auch in der Zeit Jesu gewesen sein. Die sind alle da rund um Jesu am Boden gesessen und haben zu ihm aufgeguckt. Ja? Und jemand hat ein Experiment gemacht. Wie viele Leute bringt man da nun zusammen auf eine Fläche, sagen wir von 100 auf 100 Meter? Da bringt man 1.000 und 2.000 Leute hin, je nachdem, wie man sitzt. Ja? Und so haben sie alle zu ihm hingeguckt. Und dann hätten wir natürlich vorgestellt, dass da geschrieben steht, und Jesus ging auf einen Berg, kletterte auf einen Felsen und erhob seine Stimme. Steht das da? Steht nicht. Er setzte sich und sprach zu ihnen. Er hat nicht geschrien, seine Stimme nicht erhoben. Und was war nun so anders an seiner Lehre als an der Schriftgelehrten? Nur er konnte sagen, ich aber sage euch. Die Rabbiner konnten sagen, Mose hat uns so und so gelehrt. Ja? Nur Jesus konnte sagen, ich aber sage euch. Und so haben wir das erste Mal, also 6-mal kommt dieser Ausspruch vor, dass Jesus sagt, ich aber sage euch, und das erste Mal eben in Matthäus 5, Vers 21 und 22. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, steht da in meiner Übersetzung, aber es stimmt nicht.
Das muss heißen, du sollst nicht morden. Es ist sehr erstaunlich, dauernd haben wir neue Übersetzungen in deutscher Sprache, aber die wichtigen Dinge korrigieren sie nicht. Das heißt nicht töten hier, sondern morden. In Hebräisch ist ein Unterschied und auch im Griechisch ist ein Unterschied, ja? Im Alten und im Neuen Testament. Also da sehen wir, wie der humanistische Geist sogar die Übersetzer erfasst hat, ja? Und sie nicht richtig übersetzt haben. Ja? Also es steht hier ganz klar morden. Und das ist ein Unterschied. Ja? Ein großes Problem für die Frage der Todesstrafe. Ja? Für die Frage eines Krieges. Darf man töten im Falle eines Krieges? Also die Bibel ist voll davon. Aber das ist ein anderes Thema. Das wollen wir jetzt nicht behandeln. Die Frage ist, hat Jesus nun das Gesetz aufgelöst? Oder, was hat er gesagt? Nein, ich habe es nicht aufgelöst. Aber im Judentum gab es die Meinung, die Lehre, dass wenn der Messias kommt, dann wird er die Vollmacht haben, das Gesetz zu verändern. Er wird dem Gesetz einen neuen Sinn geben. Und einige glaubten nun, der Messias, wenn er kommt, dann wird er das Gesetz auflösen. Wäre ja so schön, hä? Kein Gesetz mehr, wir machen, was wir wollen. Ja? Und der Gedanke war, es wird zurückgeführt, auch so wie es war vor dem Sündenfall im Paradies. Aber hat Jesus klar verneint. Nein, nein, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und dem wollen wir nachgehen. In welcher Weise hat Jesus das Gesetz erfüllt? Was ist damit gemeint mit erfüllen? Also erstens müssen wir einmal sehen, dass hier geschrieben steht, dass Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzuheben, sondern zu erfüllen. Also Jesus hat erstens mal alles, was die Propheten von ihm geredet haben, erfüllt. Das ist das erste Erfüllen. Ja? Aber jetzt geht es noch um das Gesetz auch. Manchmal in der Bibel, im Neuen Testament, vor allem im Johannesevangelium, wird manchmal gesagt, sagt Jesus, steht nicht in eurem Gesetz so und so geschrieben. Und wenn man nachschaut, wo das geschrieben steht, steht es manchmal in den Psalmen oder in den Propheten, aber nicht im Gesetz. Ja? Das heißt, manchmal bei den Juden war es so, dass das ganze Alte Testament wurde einfach die Tora, die Gebote genannt, ja. Aber es hat schon eine tiefere Bedeutung in Beziehung auf das Gesetz. Aber jetzt verstehen wir, warum Jesus dieses Thema angeschnitten hat, ja. Weil im Judentum diese Meinung vorhanden war. Der Messias, wenn er kommt, wird er das Gesetz verändern. Er wird die Vollmacht, die göttliche Vollmacht dazu haben. Ja? Und die Frage ist nun, hat Jesus als der Messias das auch nun getan? Für die Juden ist das Gesetz von zentraler Bedeutung, zentral wichtig. Matthäus, der Schreiber des Matthäusevangeliums, glaubt man, ist das Evangelium an die Hebräer. Also das Zielpublikum von Matthäus waren die Juden, die Hebräer. Und die Kirchenväter in ihren Schriften schreiben manchmal von dem Evangelium an die Hebräer. Und da gab es immer manche, die glaubten, da gab es noch ein Evangelium, das verloren gegangen ist. Aber andere sind der Meinung, nein, das ist das Evangelium von Matthäus. Also Matthäus und die Bergpredigt und eben diese Frage, ist er gekommen, um das Gesetz aufzulösen, kommt nur in Matthäus vor. Ja? Und so können wir das gut verstehen. Ja, das Matthäusevangelium ist das Evangelium
an die Hebräer, weil hier das Thema so ausführlich behandelt wird. Welche Erfüllung hat Jesus dem Gesetz nun gegeben? Was meint ihr? Jesus hat dem Gesetz eine tiefere, innere Bedeutung und Sinn gegeben. Warum hat Gott eigentlich den Israeliten das Gesetz, die Gebote gegeben? Warum? Damit sie, so sagt das Alte Testament, für Gott ein heiliges Volk sein würden. Gott hat ihnen das Gesetz, diese wunderbaren Verordnungen gegeben, damit sie bewahrt bleiben würden vor der Sünde, von den Irrwegen der Völker um sie her und ein abgesondertes, heiliges Volk für Gott sein würden. Aber leider sind sie immer beim trockenen Buchstaben stehen geblieben und haben dem Wort nicht erlaubt, dem von Gott gegebenen Wort nicht erlaubt, ihre Herzen zu verändern. Das war Gottes Absicht, dass das Wort, die Gebote, sie verändern würde, zu einem heiligen Volk machen würde, anders denn alle anderen. Ja? Es gab zwar Ausnahmen, wo es auch funktioniert hat, aber im Großen und Ganzen vom Volk als Allgemeines hat es nicht funktioniert. Warum nicht? Wenn das doch Gottes heilige Absicht war. Weil der Mensch immer gerne bei den äußerlichen Dingen stehen bleibt. Ja? Wir werden noch weiter darauf kommen. Und so ist Gott in Jesus Christus im Neuen Testament einen anderen Weg gegangen. Also wie viele Gebote gibt es im Alten Testament? Die Juden haben alles zusammengetragen. 613 Gebote und Verbote. Ja? Und Jesus sagt, was sagt er? Ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet. Was hat er da für eine Liebe gemeint? Die mitmenschliche Liebe? Nein, es steht dort noch etwas mehr. Ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, gleich wie ich euch geliebt habe. Und dann merken wir, da kommen wir nicht mit, da versagen wir alle. Er, der uns so sehr geliebt hat, dass er sein eigenes Leben für uns dahingegeben hat. Aber sie soll unser Vorbild sein, diese Liebe, die das Leben dahingegeben hat. Gott in Jesus Christus wendet sich uns zuerst an unser Herz. Er will unser Herz haben, dass es ihm gehört, ja? Und dass unser Herz umgestaltet wird in sein Bild, dass sein Gesetze in unser Herz geschrieben werden. Ja? Jeremia hat schon davor geredet, ich will das steinerne Herz wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meine Gebote in eure Herzen geben, in eure Herzen schreiben. Paulus hat ja diesen Kampf gehabt mit seinem Volke Israel wegen dem Gesetz, immer das Hin und Her. Aber Paulus sagt auch in Römer 7, Vers 12 von dem Gesetz Gottes, dass das Gesetz heilig, die Gebote heilig, gerecht und gut sind. Und in Vers 14 sagt er, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Habt ihr das schon mal gelesen? Das Gesetz ist geistlich. Der tiefe Sinn des Gesetzes ist geistlich. Aber das haben sie immer hinter sich gelassen. Es war immer der Buchstabe. Der
juristische Aspekt des Gesetzes. Die Paragraphen, da hat man rumgehackt und immer sich mit den trockenen Buchstaben beschäftigt, aber nicht mit dem Geist, der dahinter stand. Da liegt das Problem. Hat Gott dein Herz verändern können? Das ist die große Frage. Dein Wort verändern können durch sein Wort, durch seine Gebote, die geistlich sind. Ich will ein Beispiel jetzt nennen. Ich kann es hier sagen, weil ihr kennt den Mann ja nicht. Ein Ältester in unserer Gemeinde in Haifa, der hat erzählt, er war aus einer jüdischen Familie in Südafrika. Er hat Arzt studiert, wie es für einen jüdischen Jungen gehört, ja. Und er hat da gearbeitet in einem Spital in Johannesburg. Und da war eine Schwester. Sie war anders als alle anderen. Sie war immer freundlich, immer korrekt, auch wenn man sie beleidigt hat, auch wenn sie im Stress war. So, dass er sich gewundert hat, was ist da los? Ich muss sie mal fragen. Und er hat sie gefragt, was ist das bei Ihnen, dass Sie so anders sind als alle anderen? Sie hat nur 2 Worte gesagt. Jesus Christus. Das hat ihn so ergriffen, so gepackt, so herausgefordert, dass er begonnen hat, das Neue Testament zu lesen. Und er kommt zu der Bergpredigt. Und er wird ergriffen von der Bergpredigt und er muss sagen, hier ist mehr denn Moses. Er kommt nach schweren inneren Kämpfen, auch äußeren Kämpfen mit seiner Familie zum Glauben an Jesus Christus und ist heute ein treuer Nachfolger Jesu. Das ist, was Gott durch sein Wort an uns erreichen wird, dass wir so ganz anders werden, ja? Dass wir umgestaltet werden in sein Bild. Das ist eine Herausforderung. Und darin liegt der Unterschied in der Lehre von Jesus Christus. Und inwiefern hat Jesus nun das Gesetz erfüllt oder verändert? Inwiefern hat Jesus dem Gesetz die Erfüllung gegeben, den eigentlichen Sinn? Und hier haben wir nun dieses erste Mal, dass Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht morden. Wer aber mordet, der wird dem Gericht verfallen sein. Also wer einen Mord begangen ist, der kommt vor Gericht und das wird beurteilt. Und das Alte Testament sagt, wer gemordet hat, der soll auch getötet werden. Ja? Und was sagt nun Jesus? Der Mord ist etwas Verwerfliches, aber nicht nur der Mord. Mord hat immer eine Vorgeschichte. Mord geschieht normalerweise nicht im Flagranti, ja, so plötzlich, ohne Vorgeschichte. Er hat immer eine Vorgeschichte. Und wir leben täglich in diesen Vorgeschichten. Da gibt es Ärgernisse. Man ärgert sich. Man wird erzürnt. Habt ihr das nicht auch? Und nun sagt Jesus, das muss schon gerichtet werden. Wenn da was Ärgerliches in unserem Herz aufkommt, ja, das muss gerichtet werden. Und wer zu seinem Bruder sagt, Raka oder Reika, das heißt auf Hebräisch,
Ein Kopf, wo nichts drin ist, ja? Ein Hohlkopf. Ja? Scheinbar war dieses hebräische Wort so ein Ausdruck, der war so populär, dass man das nicht einmal übersetzen musste in Griechisch, weil das kannte man auch in Griechisch, ja? So wie das Wort Idiot international heute ist. Ja? Und haben wir das Wort Idiot schon gebraucht, also mir rutscht es immer wieder mal raus, vor allem im Straßenverkehr und noch in Israel. Ja? Wie können doch die Leute so verrückt fahren? Oh, jetzt sind das Idioten. Oh, dann kommt es mir immer wieder in den Sinn, das was? Und da gibt es eine Steigerung hier. Du Narr, ja, wer sagt du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Also Narr, das brauchen wir heute nicht mehr ganz so viel. Ja? Aber was würden wir sagen? Steigerung von Idiot, Vollidiot. Ja? Und nun sagt Jesus, das ist schon nicht gut. Das muss gerichtet werden. Was machen wir nun mit unserem Ärger, mit dem Zorn? Gehen wir damit schlafen? Jesus hat dem Geboten eine tiefe innere Bedeutung gegeben. Er hat das Gesetz, die Gebote, eine Sache des Herzens gemacht. In Hebräisch gibt es kein Wort für Gewissen im biblischen Hebräisch. Darum haben wir in der Bibel so oft den Ausdruck Herz. Das Herz. Das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Ja? Immer ist es das Herz. Aber im modernen Hebräisch gibt es auch ein Wort für Gewissen. Das ist Matzpun. Aber im Alten Testament nicht. Wir können unser Gewissen belasten, ja? Dann sind wir schon nicht mehr frei. Aber Gott will, dass unser Gewissen unbelastet ist, dass wir frei sind für ihn. Was machen wir mit dem Ärger, mit dem Zorn? Die Bibel sagt auch, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Was machen wir damit mit dem Ärger, mit dem Frust gegen den Nächsten, gegen den Bruder oder die Schwester oder wer es auch ist, in der Familie? Was machen wir damit? Stauen wir es in unserem Herzen auf oder erleichtern wir uns wieder? Kommen wir mit der Sache vor den höchsten Richter und erleichtern unser Herz. Wenn wir das nicht tun, wird unser Herz hart wie Stein. Das wollte Gott der Herr verhindern. Und was sagt Jesus in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen, Vers 8, 5 Vers 8? Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Es geht um das reine Herz. Wie viele Dinge wollen unser Herz nicht einnehmen, in Beschlag nehmen? Zur Zeit Jesu war es vielleicht noch nicht so schlimm, aber auch dann, die Leute haben immer gesündigt. Ja? Aber heute würde ich sagen, ist das auch auf die Spitze gekommen. Zeitschriften, Radio, Fernsehen und das andere moderne Zeug kenne ich gar nicht so, aber ihr wisst schon, was ich meine, ja? Das kann unser Herz verunreinigen. Aber hier sagt der Herr, glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden fähig sein, befähigt werden. Ich habe das jetzt eingesetzt, Gott zu schauen. Wir müssen wachen über unserem Herz, dass es rein bleibt. Und damit haben wir alle zu tun. Ja? Vers 9. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und Vers 6 und 7. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Das wollen wir doch alle, ja?
Paulus eben schreibt, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem oder deinem Zorn, in Epheser 4, Vers 26. Ist es euch nicht auch schon passiert, da war irgendetwas vorgefallen während dem Tag? Man hat sich geärgert und man konnte nicht schlafen. Ja? Hin und her gedreht, die Gedanken gingen hin und her im Kopf. Und was haben wir gedacht? Wie können wir das dem heimzahlen? Ja? Aber Jesus ist der beste Psychiater. Er kennt unsere Herzen, unsere Seelen. Er will, dass wir gut schlafen. Heute gibt es mehr psychisch Kranke als je zuvor. Warum? Man redet von Millionen. Also die pharmazeutische Industrie freut sich natürlich darüber. Ja? Aber Jesus will, dass wir gut schlafen. Warum hat das wie eine Seuche um sich gegriffen, die psychischen Krankheiten? Darum, weil man die Lehre von Jesus Christus nicht mehr haben will. Immer mehr wird das Wort Gottes abgelehnt, die Evangelien abgelehnt. Wir haben das wunderbare Wort in Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Matthäus 11, das wollen wir mal lesen. Eines der wunderschönsten Worte Jesu. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die beste Psychiatrie. Ja? Kommt zu Jesus. Reinige das Herz bei ihm. Hat noch ein Aspekt dieser Aussage von Jesus. Heute geht man zu allen möglichen Gurus und weiß nicht was alles, Spezialisten und weiß nicht was alles. Und Jesus lässt man ein bisschen bei der Seite. Traurigerweise hört man oft so wenig von Jesus. Ja? Ich persönlich bin ja in der Landeskirche aufgewachsen. Da gab es manchmal auch gute Sachen, aber oft hat man immer von Zwingli, von Luther und von weiß nicht was alles gehört, aber so wenig von Jesus. Auch heute, also wir schauen ja ein bisschen herunter auf die katholische Kirche mit ihren Heiligen und weiß nicht, was sie alles haben. Aber wir müssen aufpassen, auch die Protestanten haben so ihre Heiligen. Ja? Calvin, Darby und wir könnten die Liste noch ohne Ende aufzählen. Ich will das jetzt aber nicht machen. Heilige bis in die heutigen Tage. Aber es ist wichtig, dass wir zuerst zu Jesus kommen, die Worte von Jesus kennen und sie lieb haben. Die Worte von Jesus kommen oft zu kurz. Sie sind auch oft nicht bequem. Die Forderung Jesu ist total. Sie geht bis ins Tiefste, bis ins Innere. Die Worte Jesu, Jesus selbst war sehr feinfühlig. Da in Matthäus 5 geht es weiter, Vers 23. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin
und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Wir bringen heute keine Gaben mehr dar im Tempel, aber in gewisser Weise ist das Gebet anstelle der Opfer gekommen. Unser Gebet kann Gott nicht wohlgefällig sein, wenn irgendwas Blockierendes in unserem Herz ist. Und wisst ihr, habt ihr geachtet, was hier steht? Es steht nicht, dass du inne wirst und merkst, dass du etwas gegen deinen Bruder hast, sondern umgekehrt, ja, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Ja? Also da merken wir, das geht ganz ins Feine. Ja? Also man hört immer wieder Leute, die sagen, mir ist ja gleichgültig, was die Leute über mich denken und reden. Ja? Aber Jesus war es nicht gleichgültig. Ja? Wir müssen da sehr feinfühlig sein. Die Forderung Jesu geht weit. Geh vorher hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Ja? Und da merken wir alle mangeln vor Gott. Ja? Wir können uns alle nur beugen vor ihm und immer wieder bitten von ihm, dass er uns lehrt. Seine Wege, seine Steige. Sechsmal hat Jesus hier gesagt, ich aber sage euch. Hier beim Mord, dann beim Vers 28, Ehebruch. Auch da war Jesus viel weiter gegangen als das Alte Testament. Ja? Im Alten Testament war das mehr oder weniger leicht zu scheiden, vor allem für die Männer. Also wenn die Frau da nicht gut gekocht hat und irgendwas Schlechtes da, konnte man sie einen Scheidebrief schicken und hau ab. Dann Vers 34. Da geht es ums Schwören. Du sollst nicht schwören, und Vers 37 erst, es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein. Was aber darüber hinaus ist, ist vom Bösen, ist vom Übel. Was ist da gemeint? Was hat Jesus gemeint? Es gibt nichts Schlimmeres als Leute, bei denen man nie weiß, haben sie das gemeint, was sie gesagt haben? Oder ist da noch ein Hintergedanke? Unsere Rede soll klar sein. Wenn wir Ja sagen, dass wir auch Ja meinen. Ja? Und wenn wir Nein sagen, dass wir auch Nein meinen. Ja? Und nicht zwiespältig sind. Ja? Seht ihr, wie feinfühlig die Lehre Jesu ist? Dann kommen wir zu Vers 38, die bekannte Stelle. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja? Und da wird man immer mit dem Finger zeigen auf die Juden. Ja? Die sind ja so rachsüchtig. Ja? Aber das stimmt nicht. Das ist hier nicht gemeint. Ja? Also ihr könnt nirgends im Alten Testament lesen, dass wenn jemandem das Auge ausgehauen wurde, ja, durch einen Schlag, dass man dem anderen dasselbe tut. Nein, das war nicht gemeint. Es war gemeint, den Schaden, der verursacht wurde, zu bezahlen. Und die Richter entschieden, wie viel der zu bezahlen hat. Ja? Auge anstelle des Auges. Ja? Das war gemeint, den Wert des Auges oder des Zahnes zu entschädigen. Ja? Und dazu braucht es Richter. Ja? Und so sagt Jesus, ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dann biete auch die andere dar. Also es gibt ja Leute, da weiß man schon, da muss man Abstand halten. Also sonst ist man gleich vor den Richter geschleppt, ja?
Gleich hat man eine Anzeige. Ja? In Israel, das ist das Land der Welt, wo es pro Bevölkerung am meisten Anwälte gibt. Ja? Die brauchen ja alle Arbeit. Ja? Und so ist es ja gut, wenn man schnell irgendwas hat. Und die müssen ja verdienen. Ja? Und so hat Jesus gesagt, haltet euch vor dem fern. Ja? Gib doch nach. Sei entgegenkommend. Was willst du mit diesen allen Prozessen und so weiter? Das macht die Sache nur schlimmer. So weit möglich, komm entgegen, sei entgegenkommend, sei freundlich und geh den Problemen aus dem Weg. Ihr sollt nicht das Böse widerstehen wollen. Ja, es gibt immer solche, die wollen die Welt verbessern. Ja? Und sie glauben immer, sie müssen beim Nachbar beginnen. Ja? Diese schrecklichen Nachbarn muss man ja mal erziehen. Ja? Und immer sind sie am Prozessieren. Und so merkt ihr, in den Forderungen Jesu ist eine Steigerung drin. Ja? Es wird immer feinfühliger. Es geht bis in die Details unseres Lebens. Und dann kommt die größte Forderung, die Feindesliebe, Vers 43. Und Jesus sagt auch vorher schon, ihr habt gehört, dass gesagt ist. Also er sagt nicht, es steht geschrieben. Ja? Also die Rabbiner haben ja viel erfunden. Und im Judentum gab es auch so Sekten und so weiter, die haben das Gesetz noch strenger gemacht. Und man hat tatsächlich bei den Essenern, den Qumran-Leuten da, gefunden in diesen Schriften, dass dort geschrieben steht, liebe diejenigen, die Gott erwählt hat, aber hasse die Menschen der Finsternis. Ja? Steht dort geschrieben. Ja? Und so hat Jesus wahrscheinlich auf das angedeutet. Also in der Bibel, schon im Alten Testament, wird gesagt, dass wir auch den Feind, der uns nicht so liegt, korrekt behandeln sollen. Ja? Also da steht geschrieben zum Beispiel, wenn deinem Feind der Esel weggelaufen ist, ja, wunderbar, jetzt können wir den in unseren Stall tun, ja, endlich können wir mal eins auswischen, ja. Aber was sagt Jesus? Bring ihn zurück zu deinem Feind. Und was wird der Feind denken? Sind doch noch nette Leute, ja, vielleicht muss ich mal überlegen, vielleicht ist doch etwas anders, ja. So fängt es an, ja, dass man Brücken der Freundschaft aufbaut, ja. Aber es gibt tatsächlich Stellen im Alten Testament, wie zum Beispiel 5. Mose 25, Vers 15, wo Gott befohlen hat, seinem Volke Amalek auszurotten. Das vergiss ja nicht. Ja. Wer war dieses Volk Amalek? Die Amalekiter waren das Volk, das den Israeliten als erstes gegangen ist mit Krieg, als sie herauskamen aus Ägypten und zum Berge Sinai zogen, um vor Gott den Bund zu schließen. Also Amalek war nicht nur ein Feind Israels, er war auch ein Feind Gottes. Und König Saul, oft habe ich ein bisschen Mitleid mit König Saul, der war gar nicht so schlecht, war doch ein guter König. Ja? Aber er hat einen Fehler gehabt und der schlimmste war eben, dass er Agag, den König der Amalekiter, im Krieg nicht getötet hat. Ja? Und dann kam Samuel und hat gesagt, was hast du getan? Ja, weil das steht ausdrücklich geschrieben, Amalek auszurotten, vergiss nicht. Ja? Und Samuel hat dann den König der Amalekiter getötet, aber das war eine Sünde, die Saul nicht vergeben wurde. Ja? Er war dem Worte Gottes ungehorsam.
Und auch im Psalm 137, Vers 8 und 9, der Psalm 137, nennt man auch den Rachepsalm. Ja? Da steht geschrieben, wohl dem, der deine Kinder Babylons nimmt und zerschmettert sie an einem Felsen. Ja? Bisschen grausam. Ja? Aber wir müssen sehen, die Amalekiter und auch Babel war in der Bibel ein Bild der Gottlosigkeit. Ja? Gott hasst die Gottlosigkeit, das Böse. Und so, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und Gott will, dass der Sünder umkehrt. Und so fordert nun Gott, wir sollen die Feinde lieben. Das ist tatsächlich eine Totalforderung der tiefen Liebe von Jesus Christus. Und dann geht es da noch weiter. Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Jetzt gibt es eine Parallelstelle im Lukasevangelium. Einige Übersetzungen haben das auch in Matthäus drin. Also die Abschreiber der Bibel haben oft gedacht, schade, dass das nicht steht, weil in Lukas ist das viel deutlicher und haben das hier auch reingenommen. Aber in Lukas steht dort noch mehr, betet für die, die euch beleidigen, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Das ist Totalforderung. Habt ihr schon gebetet und die gesegnet, die euch beleidigen? Also die Christen sind oft auch so schnell beleidigt. Und hier sagt die Bibel, wir sollen dankbar sein, dass wir beleidigt werden. Ja? Da werden wir herausgefordert. Ja? Und die Liebe Jesus zu praktizieren. Was machen wir mit den Beleidigungen? Ja? Vielleicht müssen wir mal nachdenken. Vielleicht ist ja was Wahres dran, ja? An den Beleidigungen. Denen, die euch fluchen und denen, die euch hassen. Das ist die höchste Forderung Jesu. Oft ist es so, haben wir für die gebetet, die uns hassen, die uns beleidigen, die uns verfolgen? Also ich muss sagen, fällt schwer. Es liegt uns nicht, ja. Und so können wir sagen, diese Forderung Jesu ändert nicht so sehr den Gebetsgegenstand, sondern den Betenden. Also bis ich so weit bin und bete für die, die mich beleidigen und die mich verfolgen und die mich hassen, das ist ein Prozess. Ja? Und wenn wir so weit sind, dann merken wir, wir haben schon viel geschafft. Ja? Hat sich schon einiges verändert. Ja? Das will Gott, dass unser Herz verändert wird. Ja? Da will er beginnen. Feindesliebe scheint uns übertrieben, ja sogar wirklichkeitsfremd oder unmenschlich zu sein. Ja? Also jüdische Kritiker des Neuen Testamentes haben gesagt, das geht zu weit. Das geht zu weit. Aber ich denke, da gibt es genug andere. Wir müssen jetzt nicht nur auf die Juden zeigen. Ja? Die sagen, jetzt hat er aber übertrieben. Ja? Jetzt hat er übertrieben. Und es gibt die Diskussion unter den christlichen Gelehrten im Christentum. Und es wurden Bücher ohne Ende geschrieben über die Bergpredigt. Gilt das uns wirklich? Gilt das uns wirklich? Gilt das der Kirche, der Gemeinde Jesu? Oder gilt es etwa nur für das kommende Reich Gottes? Übrigens, Matthäus braucht immer den Ausdruck Himmelreich. Ja? Und da gibt es auch solche, die meinen, das sind zwei verschiedene Sachen. Ja? Aber das ist dasselbe.
weil für die Juden war es so, dass man den Namen Gottes möglichst nicht brauchte, unnütz brauchte. Ja? Und so ist im Judentum entstanden, dass man statt Reich Gottes sagt man das Himmelreich. Ja? Da hat man den Namen Gottes nicht gebraucht und trotzdem wusste man, um was es geht. Ja? Also Matthäus braucht mit einer Ausnahme immer den Ausdruck Himmelreich. Ja? Und so ist nun die Frage, gilt das uns? Ich denke ja. Oder es gibt ja sogar dann auch die Meinung, vielleicht galt das ja nur den Juden damals. Ja? Also das haben wir ja gern. Was uns nicht so passt, das lassen wir den Juden. Ja? In Matthäus 28, Vers 16 bis 20 lesen wir: Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Das ist nur nebenbei jetzt. Welcher Berg ist das wahrscheinlich? Einige glauben, das ist derselbe Berg, wo die Bergpredigt war, weil Jesus sich dort oft versammelt hatte an diesem Berg. Ja? Dass die Jünger genau wussten, an dem Berg. Verschiedene Male steht von Jesus, er ging nicht auf einen Berg, sondern auf den Berg. Ja? Und wahrscheinlich ist es immer dieser Berg in der Nähe von Kapernaum, auf den Berg der Seligweisung. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja? Also hier sagt Jesus, der nächste Vers noch, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Alles, gibt keine Ausnahmen. Alles, was ich euch geboten habe, lehrt sie zu bewahren. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also das gilt uns. Noch etwas nebenbei hier. Es gibt Bibelübersetzungen, die schreiben hier Heiden. Aber diesen Ausdruck Heiden gibt es nicht in Hebräisch. Ja? Es sind die Nationen gemeint, alle Nationen. Ja? Allen Nationen gilt diese Botschaft Jesu und lehrt sie, alles zu halten. Hätten die Christen und die sogenannte christliche Welt mehr auf die Lehre von Jesus geachtet und danach getan, danach gehandelt, die Welt würde ganz anders heute aussehen. Ja? Denken wir an den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das christliche Europa. Millionen von Toten. Wir schauen heute gerne mit mitleidiger Verachtung auf andere Völker, Syrien zum Beispiel, und vergessen, dass vor gar nicht langer Zeit in unseren Ländern es kein Haar besser war oder noch viel schlimmer. Für die Feinde zu beten, das fordert eine ganz andere innere Haltung. Diese Forderung von Jesus verlangt zuerst von uns eine innere Veränderung. Der Beter wird verändert. Ja? Also bis ich so weit bin, um für die Feinde, die mich beleidigen, die mich hassen, zu beten, das braucht Veränderung bei mir. Wie schließt Jesus seine Ich aber sage euch Worte nun ab? Vers 48. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.
Das ist der letzte Vers von Kapitel 5. Jetzt hat er aber echt übertrieben. Jetzt hat er echt übertrieben. Wir sollen vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Der Mensch möchte gern sagen, ich bin in Ordnung. Ich bin okay. Ich kann mich jetzt geistig zur Ruhe setzen. Ich bin jetzt auf dem Stand. Ja? Wer hat damals so gedacht? Die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und in diesem Licht verstehen wir auch besser die erste Seligpreisung, wo Jesus sagt, als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach, glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Geistlicher Hochmut, geistlicher Stolz ist sehr gefährlich. Wir müssen zu der Erkenntnis kommen, dass wir ohne ihn nichts haben. Alles, was uns reich gemacht hat, haben wir von ihm. Ist nicht von uns. Alles haben wir von ihm. Wir selbst sind geistlich arm. Und wir müssen unser ganzes Leben von ihm lernen. Es gibt im geistlichen Leben keine Pension, ja, oder Ruhealter. Ja? Wir müssen lernen bis an unser Lebensende. Das ist wichtig, dass wir immer von ihm lernen. Die geistlich Reichen, oder die meinten es zu sein damals, die Pharisäer, die Schriftgelehrten und die religiöse Führung, sie schauten mit Verachtung und mit Misstrauen auf das Landvolk, besonders auf die Galiläer. In Hebräisch gibt es den Ausdruck Am Haaretz, das Landvolk, das dumme Landvolk. Ja? Und es steht auch einander, wir kommen noch darauf. Und Jesus, wo ist Jesus aufgewachsen? In Jerusalem, in Judäa, unter den geistig Reichen? Nein, Jesus wuchs gerade in Galiläa auf, nicht in Judäa. Er erwählte seine Jünger in Galiläa. Dort wirkte er vor allem. Die Galiläer haben ihn geehrt und geliebt. Das ist Gottes Erwählungsprinzip. Wie es Paulus sagt in 1. Korinther 1, 26 bis 29. Das Törichte, das Schwache, das Unedle, das Verachtete hat Gott erwählt, dass sich vor ihm kein Fleisch rühme. Was sagten die Pharisäer von dem gewöhnlichen Landvolk in Johannes 7, Vers 49? Sagen sie, die Volksmenge, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. So haben sie vom gewöhnlichen Volk gedacht. Ein verfluchtes Volk. Aber sie hat Jesus geliebt. Er hat sie gesucht. Und sie haben gemerkt, er liebt uns. Und sie sind ihm in Tausenden nachgefolgt. Das waren die die Worte von Jesus gerne hörten. Sie sind von weit her gekommen. Also am Ende von Kapitel 4 steht ja geschrieben, woher sie alle kamen. Sie kamen aus Syrien, aus ganz Syrien. Und sie kamen aus Galiläa, dem 10-Städte-Gebiet, das ist östlich des Jordans, von Jerusalem und Judäa. Und Lukas schreibt noch von Tyrus und Sidon. Also die haben weiten Weg unternommen, nur um Jesus zu hören. Weil von den Pharisäern und Schriftgelehrten
Was haben die ihnen gegeben? Steine für Brot. Sie waren die Leute, die Jesus gerne hörten. Sie waren gebannt von seinen Worten. Sie waren wie gelähmt. Und sie hingen an seinem Munde. Johannes 7, Vers 44 bis 48 steht geschrieben, dass sie sagen, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser. Also die Pharisäer, die religiöse Führung in Jerusalem, hat hingeschickt, um Jesus zu verhaften. Und da steht, einige aber von ihnen wollten ihn greifen, aber keiner legte die Hände an ihn. Es kamen nun die Diener zu den Hohepriestern und Pharisäern, und diese sprachen zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser. Sie waren wie gelähmt, sie konnten nichts tun. Nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Acht Seligpreisungen haben wir hier in Matthäus 5. Und immer wieder sagt hier Jesus, selig sind die, selig sind die. Und so können wir sagen, die Seligpreisungen haben universale Bedeutung, um dieses Wort einmal zu gebrauchen. Es gilt allen Menschen, aller Zeiten. Aber es gibt noch eine 9. Seligpreisung. Dort wird es dann persönlich. Also der Mensch muss ja mal erst die liebevollen Jesu hören, dass er gezogen wird. Und dann muss der Mensch sich entscheiden, ja? Will ich ihm nachfolgen? Will ich das auf mich nehmen? Will ich mein Herz verändern lassen nach seinem Vorbild? Und dann kann es dann schon mal dazu kommen, dass wir da ein bisschen gehänselt werden, ja, um des Glaubens willen. Und so steht hier die 9. Seligpreisung, Vers 11 und 12 von Matthäus 5. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Und was sagt er weiter? Das müsst ihr eben ertragen, ja? Das ist eure Aufgabe. Sagt er das? Sagt er eben nicht, sondern sagt, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Wenn wir Jesus nachfolgen, kann es schon mal vorkommen, dass man ein bisschen schlecht von uns redet, ja? Aber Jesus sagt ganz klar, so sie lügen. Ja? Manchmal gibt es ja auch Christen, da kann man Sachen über sie sagen, sie sind sogar wahr, ja? Die nicht so schmeichelhaft sind. Ja? Und das soll Bestätigung für uns sein. Wir sind auf dem guten Weg. Und dann sagt er hier, es ist immer wichtig in der Bibel, die Worte Jesu im Zusammenhang zu sehen. Gleich nach diesen Worten der Seligpreisungen sagt Jesus zu dem Volk, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Also diesen Ausdruck, ihr seid das Salz der Erde, kennt man hier nicht so. Aber in Israel ist das heute noch ein gängiges Wort. Ihr seid das Salz der Erde. Ja. Also wenn in Israel irgend so ein Soldat umkommt, ja, im Militär, und er war so ein Tüchtiger und so weiter, dann an der Beerdigung, da wird ja meistens nur Gutes geredet. Ja. Aber da wird oft dieser Ausdruck gewahrt, Huhaya Melech Haaretz. Melech Haaretz. Er war Salz der Erde, er hat Geschmack gegeben.
Er war so, hat dem Volk richtig, er war wirklich einer, der dem Volk Pfeffer und Salz gegeben hat. Ja? Und wir sollen Licht der Welt sein. Leuchte für die anderen zum Weg Jesus nach. Wir sollen Jünger Jesus sein, ja? Ich habe gelesen, Jesus im Missionsauftrag, Matthäus 28 sagt, geht hin zu allen Nationen, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Also wir sollen lernen von Jesus. Also die deutsche Bibelübersetzung sagt ja Jünger, aber das Wort Jünger ist vielleicht nicht ganz so gut, ja? Sondern Schüler. Jesus sollen wir sein. Lernen von ihm. Also in Hebräisch heißt es Talmidim, das heißt Schüler. Talmidei Yeshua. Schüler von Jesus, die von ihm lernen. Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er ist mein Meister, ich sein Schüler. Und so werden wir Licht und Salz auf dieser Erde sein. Dazu möge der Herr euch, uns allen Gnade geben, wirklich Licht und Salz in dieser immer dunkler werdenden Welt zu sein. Wollen wir noch beten zum Schluss? Vielleicht stehen wir auf, ein bisschen Bewegung. Treuer himmlischer Vater, wir danken dir im Namen Jesu für deinen lieben Sohn, den du gesandt hast. Wir danken dir, Herr Jesus, für dein wunderbares Wort. Und auch wir müssen bekennen, es mangelt noch so sehr. Wir haben noch so viel zu lernen. Schenk uns Gnade, immer wieder von dir zu lernen, um so ein Licht und ein Salz in dieser immer dunkler werdenden Welt zu sein, andere zu dir hinzuziehen, den Weg zu leuchten zu dir hin. Dazu schenk uns allen Gnade. Vergib, wo es nicht so war, wo wir gefehlt haben. Danke, dass du uns gerne immer wieder erneuern willst, dir ähnlicher werden, dahin zu streben, dass wir vollkommen werden, so wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Amen.